Bon, ich so nicht guten Morgen und ich bin froh, dass so großen Interesse und dem was wir ausgeschafft haben in Navi, wo ihr auch schon mir lang drauf gewährt wird. Wir sind 6 Monate nach dem ersten Navi, das heißt ein Navi komplementär, an den hat die Regierung einen Auftrag gegeben, weil sie der Meinung war, dass sich an den 6 Monaten ziemlich viel verändert hat. Und das ist auch effektiv der Fall. Der letzte Rapport ist nach dem Eindruck von Delta geschrieben gehen. An der Zwischenzeit haben wir ja die Auswirkungen, wir kennen den Omikron, was wirklich ein Paradigmenwechsel war, kennt den salopp so ein etwa sogar vielleicht ein einer Pandemie, salopp gesagt. Wir haben an der Zwischenzeit auch Antiviralsubstanzen für schwere Fälle zu behandeln. Wir haben andere Vakzine. Wir wissen noch viel besser, wie die Effektivität vaccinal ist. Da haben wir ganz viel besser Daten an der Zwischenzeit an. Die Immunität von der Bevölkerung hat sich hier auch dadurch verändert, dass mehr Leute geimpft sind, aber auch gleichzeitig Leute auch einen Teil von ihrer Immunität, von ihrer Protektion verloren haben. An all die Sachen zusammengeholt könnt ihr euch vorstellen, dass das schon einen Einfluss hat. Und ich meine, dafür war es eine gute Idee von der Regierung, für das nach ein Kehr sich das anzugucken. Die Gruppe von den Experten kennt auch schon, dass das dieselbe wie die letzte Kehr gewesen. Ich will auch nicht die Rekommendationen am Detail wiederholen, was wir damals gesagt haben. Wir hatten gesagt, eine Vaccination obligatoire für die Personen über 50. Aber wir haben gesagt, eine Vaccination obligatoire für das Personal an den Strukturen, Struktur de Soins und so weiter. Bon, die anderen das wiederholen ich nicht. Ein wichtiger Punkt, den ich aber will hervorstreichen, ist, dass wir ganz klar eine Exigence juridique haben. Das ist ganz wichtig, dass den Objektiv klar definiert ist. Und ich meine, wir haben das auch schon die letzte Jahr gemerkt. Dass die Mesuren, die wir proposieren, dass die auch geeignet sind, für den But zu erreichen. Und zwar nur wissenschaftlichen Kriterien. Und das ist das, was wir versicht haben. Wenn wir gucken, was sind die möglichen Objektive, es geht nicht darum, für den Einzelnen zu schützen, den muss immer mehr Responsabilität, eigene Responsabilität überholen. Es geht auch nicht darum, aus unserer Sicht für die Inzidenzen zwangsläufig zu reduzieren oder für allgemein zu sagen, wir müssen Pandemie zum Ende bringen oder den Virus eliminieren oder eradikieren. Nee, das, was für uns wichtig ist, aber was ja auch für das System, das Gesundheitssystem wichtig ist, dass wir keine Surcharge vom Gesundheitssystem haben. Und da denken wir für allem und zwar intensiv. Natürlich betrifft es insgesamt Spitäler und Belegung an den Spitälern, mehr für allem zwar intensiv. So, wenn wir gucken, gehen wir die verschiedenen Faktoren durch. Und das stellen uns die Kollegen stellen das durch. Und wir fangen an mit dem Alter von den Effekt, den Impact von dem Alter auf die Hospitalisationen. Gerard, willst du das?
Ja, also vorwer natürlich wir wussten, dass die über 50-jährige die schwerste Komplikationen machen als Altersgruppe gesinn. Froh war natürlich erst dat bei Omikron auch nase. An Lohummer Donne von Omikron zur Verfügung an mir festgestellt, dass 100% von die Stierfälle bei Omikron eben bei denen über 50-jährige sind. Und das nämlich das auch bei Delta. Wann den zurückgeht op den Ufang von der Impfkampagne, da machen die über 50-jährig 97,7% von den Stirbesfällen aus. Ähnliche Chiffren fanden wir, wenn wir bei den Intensivstationen gehen, auch do als ein ganz stark Überrepräsentation von den über 50-jährigen auch bei Omikron. Und da das natürlich eine wichtige Information, weil das heißt, dass die über 50-jährig die hun de größte Risiko für schwer krank zu gehen, wann sie sich infizieren. An das wird nach bei all Variante so, auch bei Omikron an dat Center Ufang von der Pandemie. Die Hut ich weiß nicht, die sieht ja auch ein Schema, das ist der nächste Schema. Voilà. Du gesieht ein bisschen wie den Impfstatus ist. Insgesamt also besser bei denen ältere Personen, Gott sei Dank, kann ich nur so. Die sieht auch, dass vom Alter 25 bis 29 Jahre geht eigentlich dann Blut mit dem Prozentsatz von denen, die geimpft sind. Und da sind wir bei ungefähr 80% am Schnitt. Bei denen über 50, wobei ab 75 Jahre alt geht es nachher ein bisschen an Blut. Das heißt 80%, da fehlen am Schnitt 20%. Und warten wir aufgrund von den Chiffren, die wir kriegen, konnten herausfinden, dass da sind 30.000 Leute über 50, die noch gar nicht geimpft sind. Und da sind dann ca. 20.000, die nicht vollständig geimpft sind. Und da das natürlich schon etwas, was eine wichtige Information ist. Voilà, wir sind nächste Slide. Wir haben ein bisschen geguckt, was die Impfrot anbelangt, bei denen, die an nevralgische Sektoren schaffen, also hier haben wir ZIPA, Altersheimer, Pflegeheimer und so. Interessant für euch, als du die Lechtkolonne 3 Dosen, du siehst dort Pensionären, die du den Tor hast, 94,4%, und da siehst du Personal, die du schaffen. Und was natürlich hier auffällig ist, dass ein ganz großen Unterschied zwischen den Residenten, die schaffen an den Häusern an den Frontalien. Die Donnerien sind die man kriegt von der Sécurité Sociale, aber vielleicht sind sie auch nicht 100%. Wir haben aber gesagt, dass bei den Frontalien an denen nevralgischen Sektor, wo die höchst vulnerablen Patienten betagt, pflegebedürftig sind, nämlich 31,5% geimpft sind. Da geht da dann trotzdem zu denken. Sind ich beim richtigen Slide? Ja. Da wären mal ein 2 Slide. Wir haben uns nur beschränkt auf SIPA. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Ja. Gut. Ich präsentiere zwei Diaen über die Effektivität vaccinal gegen die Hospitalisation gegen Stierfälle, respektive auch gegen die Effektivität vaccinal gegen Transmissionen. Die Effektivität vaccinal gegen die Hospitalisation gegen Stierfälle, die interessiert ist effektiv hauptsächlich für die über 50, für den Dr. Schock meldet gesagt, hat sie nicht da, wo die meisten Décès sind und noch die meisten Hospitalisationen. Dafür ist es wichtig zu wissen, wie wirksam das der Vaccin ist gegen Hospitalisationen, und das wäre normal gegen Hospitalisationen, und das wäre intensiv, und gegen Décès. Und da die du hast ein Irrtum, den Rätsendeel von der DIA, das als nicht Hospitalisation als Soins intensiv, aber das DC, den das ganz zum Schluss nach da rangerutscht, das den linken Teil von der DIA betrifft, die Effektivität vaccinal gegen Hospitalisation auf Intensivstationen, und der Rätsendeel, der betrifft die Effektivität vaccinal gegen Stierfälle bei über 50-Jährigen. Und der Färbecode rot als alle
Patienten die ganz Periode gering als Delta-Periode an Blo als Omikron-Periode. Wann der Loge ich mal op den Rätsendeel konzentriert op DCen, da gesieht mat 2 Dosen als d'Effikazité vaccinal géint Omikron net mi ganz gut. Par contre man Booster mat der 3. Dosis geht d'Effikazité vaccinal géint Stieffell bei iwwer 50-Jährigen nees op iwwer 90%. Ich meng dat se ganz wichtigen Message géint Omikron brauchen op mans 3 Dosen. Am linken Deel vun der Dia do hut den Omikron net genug Omikronfälle an der Intensivstation wären de Virus ass manner virulent. Dieselbe Stier mat den Hospitalisation total mat de Sven normal, do hat man deselchten Impact vun der 3. Dosis an och den Effekt géint Omikron wat d'Hospitalisation global betrifft, wie man auch op iwwer 90% Effikazitéit mat 3 Dosen. Voilà, ich meine, das ist eine wichtige Stunde für zu sagen, den Omikron, den aktuelle Vaccin, der gegen den Alpha-Typ entwickelt war, als deutlich mehr effikaz gegen Omikron, was die Infektionen betrifft, am großen Ganzen, mehr bleibt effikaz, was die Reduktion von der Form severe, von den Hospitalisationen und von den Stieffällen betrifft. Die nächste Jahr, das als Lot-Effikazität oder Effektivität vaccinal gegen Transmissionen. Das betrifft dann die Obligation vaccinal von den Soignants, von den Leuten, die im Sektor Santé arbeiten. Weil da geht es ja nicht darum, dass die Leute sich nicht infizieren, aber auch, dass sie das Virus nicht können überdrohen. Die Effektivität vaccinal gegen Transmission, also als eine Kombination von der Effektivität vaccinal gegen Durchstechung, weil in den net dugestarras iwwerdréet doch net, an Diminution vun der Infektiositéit bei engem, den sich trotz Impfung ugestach huet, dat hecht den eng Durchbruch Infektionun gemerk huet trotz Impfung, die Person ass Manner lang ustechen huet Manner Virus an stecht dürfe auch Manner un. Wann ihr die zwee dann kombinéiert, schon ha ein Tableau vun enger Meta-Analyse vun der Weltliteratur gemerk, wann dabei Alpha guckt 2 Dosen ginn dur fir d'Effikazitéit vun der Transmission 94% aufzusetzen, was natürlich extrem gut ist. Ich habe mal immunitär als den aktuellen Vaccin nicht gut adaptiert für Omikron. Und dafür sieht aber bei Delta wird die Effekazität bei geboosteten Leuten nur 2 Dosen noch ziemlich gut an, nur 3 Dosen, wann in das da gibt keine Données, was die Effekazität global gegen Transmission angeht. Wir können in wahrscheinlich 80% nachschätzen. Gegen Omikron allerdings mit 2 Dosen für die Effekazität vaccinal gegen Transmission nehmen wir bei ungefähr 35%. Bei geboosterten Leuten geht es temporären zwar über 50%. Und das war am Anfang ein bisschen das Minimum, dem bereits gesagt hatte, für eine Obligation vaccinal bei Pflegepersonal, dass sie gegen über 50% Transmission können aufsetzen. Da der Reg den kurzen oder 3. Dosis mehr leider 3-4 Monate mehr spät, können den da wahrscheinlich nicht bei 35% oder knapp 40% und der Tisch erreichen mit dem aktuellen Vaccin nicht die 50%, die meist Ziele gesagt hatten für die Obligation vaccinal für Soignants. Wenn den Lohn einen Omikron adaptierte Vaccin hat, dann ging die Attitude changieren, und das ist leider im Moment noch nicht der Fall. Voilà, ich gehe da weiter. Und ja, gute Morgen noch von meiner Seite. Ich gebe ein paar Informationen erstmal zu den Varianten und dann gucken wir uns an, wie Einzelszenarien eben könnten ausgesehen für den ersten Winter. Das ist schon viel gesagt, also wir sind an einer Situation, wo der Virus natürlich evoluiert und sich adaptiert. Das führt dazu, dass er eben neue Varianten hat.
An de Punkt dass do, dat eben die Varianten sech ernstnecht das manifestieren bezüglich ihrer Virulenz, ihrer Transmissibilität, an natürlich auch inwiefern Wachsen nach eng Protektion nur der Immunisation bieten. Dat heißt, Weiteffektivität vaccinal dementsprechend an Bezug op die Einzel Varianten evaluiert. Du gesiet lo an dem echte Grafik ënne längs gesiet d'Evolution vun den einzelnen Varianten an Bezug op hier Prävalenz zu Lützeburg. Du gesiet man das schon lo fir den Euro geschwart gin. Wir waren bis enlächt Joer wärmer an der Well Delta, dat das auch die Information, die agefloss ass an den Echtner, wie hauptsächlich an seit enletzten Jahres simmer eben lo mat Omikron konfrontiert, wobei natürlich auch muss soen, dat Omikron lo schon ein ganz Reihe von Suvarianten abgewiesen huet, wobei BA5 momentan die dominante Suvariante zu Lützeburg ist. Das steht gesagt, dass über Zeit mit einer Frequenz, die die 6 Monate leidet, da den immer neue Varianten hört, die abkommen an die Varianten selber und dann einer Proprietäten bezüglich eben der Virulenz, der Transmissibilität an eben auch wie effektiv wachsen da sind. So op der Rezer Seite vun der Folie gesiederloe Grafik, die weist dann wéi Situationun evoluiert par rapport zu eben den einzelnen Varianten, wat lo zum Beispiel de Risk ugeht fir eben wann den infizeiert ass fir an de intensiven vielleicht missen soigniert ze gin. An war den do ganz klar gesäit, ass dat seit der Impfkampagne, die wisst, dat de last Joer am Ufang vum Joer richtig lastgegangen ass, du gesider, dat Dimpfung ganz klar auch iwwer Periode Delta en Effekt weist, Wadelo 2 intensiven ugeht. Dat hicht gesäit do eng ganz klar Tendenz no ënnen. An déi huet nach en Coup d'Acceleration lo ufangs des Jahres-krit, wéi man an d'Well vun Omikron rakom sinn, weil Omikron selber manner virulent ass, dat hicht Omikron mecht manner krank, dementsprechend ass de Risk fir no enger Infektionun hospitaliséiert ze ginn, an dann eventuell missen an des intensiv soigniert ze ginn, ass dann och reduzéiert. Dat hicht die gesit ufang des Jahres, dat du nach enkeier wie gesot in ein ganz nach eng méi manifestiert Tendenz huet, dat Ruf geht. Dat hicht am Kontext Omikron as et Kombinatioun vun der Vaccinatioun, soéi dann och der mannerhéger Virulenz vun dem Variant. Dat ass eben lo wichtig sech fir un anzuhalen Proprietäte vun den Varianten an Bezug eben auch op Dimpfung, wenn man jo wëlle ne bëssen verstoen, wat eventuell am Hirsch an am Winter obeis durchkënnt. Dann nächste Slide als eben Methode, die wir hier angewandt haben. Wir haben als hier basiert auf eine Modellisation. Das ist ein Modell, das wir von bannend der COVID-19 Taskforce for Research Luxemburg seit Anfangs der Pandemie entwickelt haben, an dem wir über die Zeit natürlich verbessert haben, besser parametrisiert, wenn wir auch immer besser Daten gekriegt haben. An wat de Modell als erlaubt, an das auch kein Kristallkugel, die gedenken auch kein absolut Sicherheit mehr, wat den aber erlaubt, als für ein ganz Reihe von Szenarien durchzuspielen. Und am Kontext von der Impfpflicht haben wir als spezifisch angeguckt, am Bezug eben auf dem Modell, weil man eben 2 Gruppen A-Risk haben, ein A-Hoch-Risk und ein A-Faible-Risk, eben 4 Männer oder mehr krank zu gehen. Und da also eben so, dass der Risk für mehr oder Männer krank zu gehen, das heißt auch dann spezifisch nur vielleicht an den Intensivmisse behandelt zu gehen, dass den natürlich ganz klar am Alter zusammenhängt, und der Dr. Schockmal hat das ja auch ganz klar dafür gewiesen. So, was man aber auch Loheimer Traburisch tun an den Dr. Müller hat das für auch geschwärzt, dass man auch konfrontiert sind mit einer Situation, dass nur auch der Boosterimpfung die Immunität auffällt. Und das ist auch etwas, was man hier am Modell integriert und auch parametrisiert und spezifisch basierend auf den Publikationen gesagt, den aber nur 5 Monate eine relativ klare Reduzierung hat an Bezug auf die Effektivität vaccinal. Und da das dann auch mal dran. Und dann haben wir eben verschiedene am Modell parametrisiert, weil die Transmissibilität oder die Virulenz von spezifisch hypothetischen Varianten angeht. Und dann geguckt, was jeweils dann ein Impact von einer Impfpflicht wird.
So, der letzte Punkt ist eben auch da, was man immer dran haben, als eben dass die Effektivität vaccinal gegen die Variante, dass die auch kann eben ändern. Das haben wir ganz klar gesehen. Vom Welttyp, also dass der Virus, der für dich zu Wuhan abgetreten ist, dass ja da ging, dass das Vaccin eben am Fungol entwickelt goufen, dat den ernst dass das wie Omikron, an dem könnte man dann auch Rechnung drohen. So, und dann gebe ich just zwei Beispiele weisen, das am Fungol, das sind Beispiele, die sich situieren am Fungol ob den Extremer, wat dann den Impact von einer Impfpflicht kennt Sinn. Heiers lofirtéich den Szenariotyp Omikron, do hummer dann eng héich Transmissibilitéit, Tich eng héich Iwerdrobarkeet, awer eng Manner héich Virulenz, dat Techt gët de Manner krank davon. mir hunn do och nëmme die héich Effektivité vaccinal, wie man se firdroen haten. An dem Szenario gimmer aus hunn dat e Schema vaccinal komplett, dat 3 Dose viren. Dat hicht auch eng Boosterimpfung eben am Kontext vun enger vielleicht allgemeiner Impfpflicht, also 18+ oder dann 50+. Aber wenn se Stadt dann guckt, wat dann den Impact vun wir bei 50+, so gesei denn dat so an engem so engen Szenario eng Impfpflicht zu enger Reduzierung an das war intensiv von die 9% allgemein gefeieren. Du kann lo diskutieren, ob dat viel oder wenig ist. An dem nächsten Szenario haben wir dann den anderen Extrem, das ist ein Szenario Typ Delta, das wir dann eine Variante, den ähnlich wie Delta, da haben wir dann eine moderate Transmissibilität, aber eine hohe Virulenz, das heißt, den du von einer mehr krank, wie zum Beispiel vis-à-vis von Omikron. An heierste Vaccin dann aber noch immer effektiv, da das auch lo hinsichtlich eben zum Beispiel engem Rappel zusätzlich eben von adaptierten Impfstoffen, die wisst, dass die Impfstoffhersteller do und adaptierten bi- oder multivalenten Vaccinen am Schaffen sind. An an dem heutigen Szenario haben wir 3 Dosen plus ein 4 Dos, also ein zusätzlicher Booster nur 5 Monate, und das eben für die Immunität auf den Niveau zu bringen, wie sie zum Beispiel nur der erste Boosterimpfung wir. Schulofirungen erklärt, dass man eben trotzdem über Zeit eine Reduzierung von der Immunität tun und das eben für die Immunität zu stellen. Und da sieht er ganz klar einen markanten Effekt. Du hast ihn dann aber am Bezug auf die Impfpflicht 50+, du hast ihn dann eine Reduzierung an den 2 Intensiv von 97%, was natürlich ja, schon ein relativ großen Impact ist. Ich will aber noch ein Kehr auch darauf hinweisen, dass das eben eine Modellierung, das so, dass wahrscheinlich Wirklichkeit sich irgendwie spannend in den 2 Extremer wird widerspiegeln. Und dann wird auch ganz klar aus den Simulationen herauskommen, dass das den Effekt von einer Obligation vaccinal, dass das natürlich direkt un dem Variant an der kombinierter Effektivität vaccinal davon anfängt. Hier ist eine Zusammenfassung auf der nächsten Folie von alle den einzelnen Szenarien, die wir durchgespielt haben, und die sind noch am Detail dann an dem AV mit dran. Die könnt ihr statt am Detail angucken. Am Rode sind eigentlich die 2 Szenarien, die ich auf 4 gehoben habe, mit die sieht, dass den eben ganz klar gesagt, dass die Stadt abspalt an 2 Kategorien sozusagen, wo es eben einen großen Impact weiß, als eben am Kontext von einem Rappel. Einem Rappel, das heißt, wenn eben eine Impfpflicht auch dann ein zusätzlich 4 Dos koppeln. Und ihr wisst auch da, dass das natürlich etwas ist, was im Moment viel diskutiert wird. An der nächsten Folie sieht ihr ein bisschen die Einzeletüden, die bis dato auch gemacht wurden, die wir auch an einem AV diskutieren. An die Einzeletüde sind auch natürlich von allen den internationalen Gremien sowie auch natürlich halt zu Lützeburg gehen die en Konsideration gezogen. Wir wollten du aber dann auch ob den allerletzten AV auf internationalem Niveau hinweisen, denn das von der Weltgesundheitsorganisation hier ein SAGE-Group, den sich eben die Immunisation spezifisch an Bezug auf Vaccin für Covid anguckt, an die Hulo an ihrem letzten AV ganz klar den Avantage von einer
der Dosis eben afir gehowen eben bei Personen 60 plus, also dat wir ja dann auch deckungsgleich mehr oder manner mat der initialer Propos von Eis also 50 plus, dann eben beim Personal, was am Gesundheitssektor schafft, an bei de Personen, die immunosupprimiert oder deprimiert sind. Dat heißt, die Feiertdos, was aus der Simulationen ein Jahr 4 geht, an den Professor Müller wird ein Jahr darüber zurückkommen, was daraus erfahren könnt, als eben, dass eine Impfpflicht wirklich eben in die Pakt weist, wann es so eine Opfrischimpfung koppelt. Da gebe ich weitergehen und der Professor Müller. Merci. Bon, ich komme dann zu dem nächsten Dia, wo wir eine gewisse Synthese und eine Konklusion machen für den Bereich über 50-jährig. Also nein, hier zu wiederholen, worum geht es? Es geht wirklich darum, für die Fälle, die potenziell auf der Intensivstation gingen landen, für die zu verhindern. Wen ist das? Das sind für allen Personen über 50 Jahre. Wie können wir das machen? Und da haben wir wirklich eine Engmäßigkeit, dass die Impfung, das ist die einzige Maßnahme, die nachhaltig ist. Wie ist es mit der Protektion? Die nachhaltige Protektion, die hängt davon ab, von der Couverture vaccinal, von der Effektivität vom Vaccin an, von dem Virus, an seiner Empfindlichkeit auf den Vaccin. Von den 3 Möglichkeiten oder die 3 Faktoren, die letztlich Protektion bedingen, gibt es eine Engmäßigkeit wirklich zu intervenieren, an der das Couverture vaccinal mäßig zu setzen. Wenn wir gucken, was für eine Lakune wir haben bei den über 50-Jährigen, da sehen wir, das sind 30.000 Personen aus dem vulnerablen Kreis nach keiner Dosis tun, also nach nicht geimpft sind. Da das eigentlich eine Situation, die wirklich muss wundern. Da muss man sich wirklich freuen, was für einen Kontakt haben die Leute, vielleicht mit anderen, die sie nicht richtig abgeklärt haben. Also jedenfalls, das sind noch ganz viele Personen. Und das sind die, die potenziell auf der Intensivstation gingen landen. Und da gibt es aber auch noch 20.000 Personen, die nicht hier dritte Dosis gekriegt haben. Und das wären dann insgesamt ungefähr 112.000 Dosen, die gingen unter eine Impfpflicht fallen, die all über 50-jährig betrifft, wann jidfreen 3 Dosen kriegt. Wenn ihr das vergleicht mit einer mehr allgemeiner Impfpflicht für Erwachsene, das wären da dann ungefähr 4-mal mehr. Wenn wir gucken, wie ist dann die Effektivität vaccinal, wenn geht den Soins intensiv an den DC, da sehen wir, dass für alle Varianten mal über 90% Schutz haben. Und wenn ihr das vergleicht mit, also 3 Dosen vergleicht mit 0 Dosen, also ohne keine Impfung, da stellt ihr fest, dass die Leute, das sind 19,5 Mal mehr Leute auf die Intensivstation kommen, die nicht geimpft sind, wie die geimpft sind. Und dann kann ich auch noch dabei sein, und das ist ja auch ein bisschen eine große Angst, die besteht, wie viel Long-Covid-Fälle gibt es. Und da sehen wir, dass auch die Vaccination zumindest eine partielle Protektion gegen die Long-Covid gibt. Das sind die Sachen, die wir wissen. Mehr schwierig als bei denen, die wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wer uns zukommt.
Wir wissen nicht, gëtt eng nei Werk am Hirscht, wenig ging sie kommen, watfreng Envergure huet ze, an watfreng von allem, watfreng Varianten werden zu der Werk feieren. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, aus die Jahren 2020, 2021, dass am Hirscht immer eng Well kommmers, die ist bedingt durch die Rentreen von den Klassen, die Leute kommen aus der Vakanz, es gibt Mikal, sie haben sich mehr bannen ob, gëtt Manner gelëft an so weiter, dat gesit auch alt die Fakte an Algorithmen am rapport. Me da das der Grund fir den eigentlich davon ausgeht, dass am Hirscht eng Neuwerk wird kommen. Next. So. Professor Wilmes huet schon an seinen Modelle gewissen, dass man 2 Optionen durchgespielt haben. Die erste Option ist die, dass wir gucken, dass Schiedverein über 50 Jahre 3 Dosen hat oder eben kriegt zusätzlich das, was fehlt. An die zweite Option ist die, dass ihr guckt, dass unabhängig davon, ob 1, 2 Dosen oder 3 Dosen hat, wenn ich von den Dosen schwätze, dann zählt auch eine Infektion zählt auch als eine Impfung. Also 2 oder 3 Dosen plus ein Rappel, wann die letzte Dosis 2 oder 3, mehr wie 5 Monate zurückleitet. Das ging bedeuten, dass eben all die Leute, die eben 3 Dosen haben oder Männer, dass die gingen zu dem Zeitpunkt, wo die Welle am Hirscht erwährt, dass die gingen do nach einem Rappel gingen kriegen, das wäre dann eventuell die feiert Impfung. Wenn der lo guckt, die Option 1, was für einen Impact die hat, das geht dann irgendwo zwischen 9% an 25% Reduktion auf eine Intensivstation. Das, ich meine, da sind wir uns all eins, relativ wenig. Wenn er die zweite Option guckt, da haben wir 22 bis 33% bei bestimmten Varianten. Aber wir haben 97%, wenn es eine Delta-like Variante gibt. Das heißt, weil unabhängig davon, was für eine Variante auftritt, werden wir mit der Option 1 relativ wenig Impact haben. Die gesieht, die mal durchgespielt haben, die gesieht hat auch und ich finde auch nachher die verschiedenen Virulenz, Transmission, Sensibilität gewissen, plus hecht eben mehr heich Virulenz, minus hecht eben mehr niedrig Virulenz und das selbst für Transmission und Sensibilität zum Wachsen. Die sieht also, wenn da die verschiedenen intrinsischen Proprietäten kombiniert, dann kriegt unterschiedliche Varianten, aber wenn dann gegen die mit einer Impfpflicht impft, Impfpflicht die 3 Impfungen, also wo die Pflicht ist, dass er 3 Impfungen hat, dann hat er relativ wenig Impact. Ähnlich ist es eben bei dem anderen Szenario, bei der Option 2, da könnt ihr, wann eng schlimm, eng ungünstig Variante da ist, könnt ihr mit einer Impfung, wo kurz vor der Welle nach Rappel ist, könnt ihr wirklich
e ganz großen Effekt hunn. Doreiser kann ich schließen, wann ich dat alles auf dem Tableau zu Summe fassen, dann als eng Obligation vaccinal justifiiert just nimmen gehen en Delta-like gehen eng Delta-like Variant, wann en Rappel kurz 400 Werk möchte. So. Lo gëtt eng aner Méiglechkeet dat ze kucken, déi ass dann komplett, also dat wat ichch lo gewissen hunn, dat hängt jo sterk von den Modellisatiounen of an wann en dat Lo nach eng also onofhängig vun de Modellisationune guckt an berieft den sich ob dat wat man bis lo beobacht hunn bei de Geimpften an Ungeimpften, da kann en ausrechnen, dass bei engem Delta, bei enger Delta-Well kein den eng Reduktion gesinn vun 80 Fäll op den Soins Normoen, 20 op de Soins intensiv an 22 Décéen. Dat sind also die Fäll, die durch verhindert ginge gin. Op der Basis vun reellen Zöllen Wese an der Vergangenheit wären. An op der Basis vun 3 Impfdosen. An op der Basis vun 3 Impfdosen. Ja. Jetzt wann ich lief. So, wann man lo eng Omikron-like Variant hun, hätte man eng Reduktion vun 139 op de Soins Normoen, 15 op de Soins intensiv an 23 Décéen, die gingen verhindert gin. Lo wundert ich vielleicht ein bisschen, dass beim Delta, beim Omikron die Zöllen nicht so wesentlich ähnlich sind, an das liegt darunter, weil auch die anderen Umstände während der Zeit vom Delta und von dem Omikron differiert hun Situation epidemiologisch Situation war ernst, die mesure non pharmakologique waren ernst an natürlich die Propriété intrinsèque von den Varianten sind unterschiedlich. Ich will heute einkehr für die Zöllen nach Relation zu setzen, auch einkehr rappelieren, dass das Niveau Kritik an den Spideler das sind 30, also wann méi wie 30 Fäll gëtt, die intensivpflichtig behandelt muss gin oder méi wie 130 op den Soins Normoen, dann tritt de Niveau Kritik an, de Niveau 3 an de Spideler. Dat hecht, dat geplanten Operationen aufgesot gin, an dat insgesamt Zerwisser vom Spidol für Patienten zu Lützeburg ob Covid oder nicht Covid reduziert das. Das ist der Niveau 3. Genau. Und die fand da doch am Detail an unserem Rapport den Text, wie er doch durchsteht. Bon. Die nächste Frage als Rekommandation sektoriell. Also da haben wir wirklich festgestellt, dass Kuvertur vaccinal exzessiv niedrig ist an dem Sektor des Soins, und das möchte uns wirklich Kap zerbrechen. Die hat gesehen, dass an den SIPAN oder auch außerhalb von den SIPAN kann die Effektivität vaccinal, kann die Kuvertur vaccinal zwischen 30% zum Delen sind, und auch weil wir wissen, dass die Zölle vielleicht nicht die Definitivzölle sind, trotzdem möchte das Kap zu zerbrechen, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil Zöllen so niedrig sind, und andererseits, weil es immer noch nicht möglich offenbar ist, für da mehr realistisch Zöllen zu kreieren. Und das möchte wirklich, ja, das ist ein Problem. Lo haben wir gesagt, wie das die Rekommandation sektoriell als ja am Anfang für allem, für das wir verhindern, dass sind Leute, also die vulnerable Leute, die
professionelle den Personal an den SIPAN, an den Soin, die professionelle Kontakt mat vulnerable Personen hunn. Da geht es ja für allem darum, dass sie eben nicht über den Kontakt ugestach gehen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich mindestens 50% Schutz. Und den Dr. Arendt hat gewiesen, dass wir knappst darüber leihen, an wann es mehr lang dauert, nur der Impfung, also ein Intervall mit groß geht, dann hält Protektion noch weiter auf. Und wir fährten, dass wir da ganz sehr unter 50% leihen. Dafür haben wir uns vielleicht auch ein bisschen mit schwerem Herz gesagt, dass wir nicht rekommandieren, eine Vaccination obligatoire zu machen, eben weil den Impact auf die Infektiosität und Transmissibilität besonders nur am Intervall eben unter 50% leid. Trotzdem, meine ich, haben wir ganz stark ich will hier wirklich betonen, dass wir aber andere Mesuren rekommandieren, an die auch mänglich müssten echt geholgen, so echt geholgen wie Rekommendationen zu der Impfpflicht. Wir haben, also für dich muss ich mal machen, dass die Mesure sanitär adaptiert sind an und Situation epidemiologisch. Ich schwätze nur also von dem Sektor Soins à Santé. Dann sind wir der Meinung, dass die Responsabilität von denen Leute, die professionell an dem Sektor arbeiten, durch ein Entretien d'Information, den wirklich dokumentiert und auch unterschrieben ist, für das klar ist, dass die Leute bewusst sich gegen die Impfung richten, aber bewusst erkennen, dass sie mit zumindest enger bestimmter Wahrscheinlichkeit auch hier vulnerabel die Leute, die ihnen vertraut das, erkennen, dass sie die gegen können infizieren. Da mengen wir, dass wir auch gegen viel mehr Transparenz an dem Sektor erreichen, wenn es gegen eine Obligation gehen, für sein Statut vaccinal offen zu legen. Ich meine, da das nötig für das ein Dingspläng können organisiert gehen, das können wir euch gut vorstellen, wann ihr weiß. Ich meine, das ist am Anfang das allerecht, wenn ihr nicht weiß, mit wem ihr zu tun habt, was für einen Impfstatus den hat, dann ist es schwierig, für das wirklich zu gerieren. Und dann sind wir der Meinung, und das vielleicht mehr etwas, vielleicht kurz, aber zumindest mittelfristig ist, dass es muss wirklich eine Reglementation oder eine Legislation gehen zum Statut vaccinal an dem Sektor, über den Droit du Travail, Droit sanitaire, ich meine, das ist nicht unser Thema, aber das ist wirklich etwas, was unbedingt nötig ist. Und das steht ja zum Teil noch nicht mal an den verschiedenen Texten, die Personalvertretungen von den Sektoren haben. Ja, es ist nicht nur Covid-19 gemengt. Ich meine, den Impfstatus bei überdrohbaren Krankheiten zu kennen, für ein Spital, für ein Altersheim, ein Pflegeheim, als bei allen Infektionskrankheiten, die überdrohen von Mensch zu Mensch problematisch sind, sie wird an so Institutionen oder am Spital Mist reglementiert verlangt gehen. Ja, und ich habe heute den Satz rausgeholt, den wir am Text tun. Il est inacceptable que le droit au secret médical d'une minorité du personnel du secteur soit placé au-dessus du droit à l'intégrité physique des personnes vulnérables qui leur sont confiées. Ich meine, das sieht eigentlich alles, was da gemengt ist. Da kommen wir zum nächsten.
sind aber auch nach ein paar Faktoren, die eng Obligation vaccinal müssen relativieren. Und da das Responsabilität vom behandelnden Doktor. Wir kennen Faktor der Risiko kennen wir, das ein Alter an Komorbiditäten, chronische Krankheiten und so weiter. Das heißt eigentlich, dass alle Patienten, die ein Risiko sind, durch sein Alter oder vor allem durch Komorbidität, die sind ja einer Observation oder einer Traitement von einem Doktor. An die Impfung als ein integraler Bestandteil von dem Traitement von so einem Patient. Das heißt natürlich, dass eigentlich die Patienten nicht wirklich ginge von einer Vaccination obligatoire profitieren, weil sie sowieso eigentlich, ich soll betonen, eigentlich von ihrem Doktor geimpft wären. Den eigentlich ist ganz wichtig, weil ich meine, in einer idealen Situation sind alle Risikopatienten geimpft, weil ihren Doktor dafür gesucht hat. Die Realität ist natürlich, dass bei den über 50-Jährigen 30.000 überhaupt nicht geimpft sind und 20.000 nicht mal dreimal geimpft, also genau. Nicht dreimal geimpft. Dir könnte ich ja vorstellen, dass bei denen 30.000, die über 50 sind, dass sind da einen ganz guten Teil sind, die sowieso bei einem Doktor am Traitement sind. Sie wird, wenn es eine chronische Krankheit oder so sich nicht. Bon, den zweiten Faktor sind Antiviroen. Da gibt es an der Zwischenzeit Antiviro, also oraler, die ihn als Tablette kann anholen. Wir müssen da noch ein bisschen lehren, weil da gewisse Interferenzen mit anderen Medikamenten können entstehen. Das muss ich auch mit seinem Doktor besprechen, wie ihn die ging holen. Da gibt es Antikorpsmonoklonal, also monoklonal Antikörper, die ihn als Infusion kriegen am Spidol. An allen zwei, also sowohl die oral wie auch die infundierenden Medikamente, die müssen ganz frei appliziert gehen, für das sie wirksam sind. Ja, also eine wichtige Differenz zur Impfung als die Hai. Die Impfung als präventiv. Ein besser Präventivmaßnahmen geht es nicht. Wenn wir auf antiviralen Mittel an Treatmente gehen, lassen wir es bekommen. Wir lassen es bekommen, dass eine Person, die vielleicht höchst vulnerabel sich infiziert. Und da probieren wir irgendwie, wenn alles gut geht, wenn wir rechtzeitig sind und alles klappt, sie zu behandeln. Da sind wir nicht, wie soll ich sagen, an der nämlichen Liga wie bei den Wachsen. So, dann haben wir noch ein paar andere Remarken, wo wir gesehen, dass in anderen Mesuren auch möglich sind, die vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft sind. Und das ist schon für schon gesagt, dass die Necessität für seinen Impfstatus offen zu legen, besonders an sensible Bereiche, wie eben der Sektor des Soins. Dann meine ich auch, kennt in der Bewegung, wo eine Responsabilität élargie ist an der Maison de Soins, wo ganz klar gesagt wird, dass die Maison de Soins nicht Möglichkeit haben, für ihn zu schützen, den nicht geimpft ist. Das ist einfach nicht möglich, für ihn auf Dauer zu schützen, den nicht geimpft ist. Und das muss den wirklich kommunizieren, es muss ihn das auch schriftlich dokumentieren, und da muss auch der Resident, den per Force nicht will geimpft gehen, an dem seine Familie müssten da gemeinsam auch unterschreiben, dass sie darüber informiert sind. Und dann ist es nicht mehr mit die Responsabilität von der Maison de Soins, aber dann ist es die Responsabilität von der Maison de Soins, dem Resident, an der Familie. Dann meine ich es doch wichtig, das genau das, was ich für Druck gesagt habe, Sensibilisation von den Medizinern, von den Doktoren, die hier Patienten kennen, die wissen, dass wenn ein Patient Diabetes hat oder
Heißdruck oder eng Insuffizienz cardiaque huet oder übergewichtig ist, dass der Patient ein hohes Risiko hat. Und dann also die Aufgabe vom Doktor für so einen Patient zu impfen. Und dafür meine ich, wie das aber, wir haben gerade schon ein paar Mal gesagt, bei 30.000 Leuten sind da ganz sicher ganz viel dabei mit den Haien chronische Krankheiten. Und trotzdem sind sie nicht geimpft. Und ich meine, das Leid einfach durch, oder wir können das verbessern, indem wir Doktoren da weiter drüber aufklären. Bon, dann muss man allerdings auch sagen, dass man Fortschritte von der Pandemie, was immer mehr an eng Phase an endemisch Phase übergeht, dass natürlich für den Einzelnen auch immer mehr eine individuelle Responsabilität hat. Und dann, das liegt vielleicht an möglicherweise oder zumindest nicht mal wichtig, dass wir brauchen einen legalen Kader, den uns erlaubt, für die Mesure Non-Pharmakologie wirklich von engem Dach auf den anderen zu aktivieren, ohne dass man allkeiers durch einen ganzen Prozess gehen, den wochenlang an Anspruch hält. Wir brauchen also einen Kader, wo ich kann sagen, okay, nur am öffentlichen Transport gehen Maske gedrohen oder andere Mesuren angefordert. Da können man nämlich da können wir viel mehr reagieren, aber wir können eventuell reagieren, wenn wir gesehen, dass auf den Intensivstationen mehr Patienten angeliefert gehen. Da ist mir viel mehr lang Zeit. Okay, ich meine, das alles das, was mir wollte sagen. Aber wir sind natürlich froh für Erfrohen können zu beantworten. Merci für Ihr Interesse. So, wenn ich gelieft doch immer erwähne, dass den vorstellt. Ja, moin. Christoph Bump, Reporter.lu. Eng Flächen banal fro wat rekommandiert er eigentlich lo genau, wann en dat vergleicht mat Ärem Lächten a wie du stung ganz klar dran fir wéi eng Form vun Impfpflicht Di erch ausschwätzt. Wann en Lot Formulationun an Ärem wie vun Haut liest, ass dat fir michch net ganz so klar, vielleicht könne dat vielleicht erklären, wer da genau rekommandiert. Zum Beispiel schreibt er im Schluss bei der Rekommandation, dass der Empfang den Decideuren des Schwagötz gibt, eine Impfpflicht anzuführen oder auch keine anzuführen. Das ist für mich von der Formulierung aber etwas ganz Ähnliches wie ein Erlächten, wie vielleicht noch ein Zweitfrau dazu, den Arbeitsstunden wie guffen ob man es Publikation von wie verreckelt, vielleicht können wir vielleicht noch erklären, worin das Lungen für was das aber mehr lang gedauert wird. Merci. Ich kann vielleicht kurz schon mal ob die echt Entferen war effektiv wäre viel Simulationen, viel Hypothesen an mais bon, global gesehen sind wir ja auch dafür präpariert sie sich für das Worst-Case-Szenario am Hirsch an ich mengen als ein Avis weiter, dass man für eine Obligation vaccinal iwwer 50 sind mat enger feierter Boosterdose, die auch schon sowieso vom Conseil supérieur des maladies infectieuses rekommandiert, dass für aktuellement Leute über 70 an Leute mit Komorbiditäten einfach für Prätze sie für den Hersteller. Man weiß ja nicht, ob man mehr virulenten Varianten kriegen oder nicht. Voilà. Also ich meine, wir haben unseren Avis eigentlich so verstanden, dass wir der Regierung den Landscape, an dem sie sich bewegt, erklärt haben, die verschiedenen Faktoren, die für eine Impfpflicht oder gegen eine Impfpflicht, alles das, was eine Impfpflicht beeinflussen kann, wat den Effekt ass de man hunn an dann darüber heraus ass natürlich froh wéi
geht Regierung hält Regierung selber Responsabilität für die Impfpflicht anzufeieren hält, also Responsabilität oder Decision geht davon aus, dass man von denen 7, also die schlimmste von denen Szenarien, ob denen 4 berät sind, oder überlässt sie das dem individuelle Schwach. Und ich meine, was für uns wichtig ist, und ich meine, wir als Wissenschaftler gucken natürlich genau, was sind die Faktoren, die an die eng oder an die andere Richtung gehen. Und darüber heraus gibt es natürlich auch politische Überlegungen. Und ich meine, die politischen Überlegungen, die am Ende von der Regierung gedroht, die auch Konsequenz davon drohen, die muss die Regierung dezidieren. Für auch nach von meiner Seite bist du so, also die Berechnungen, die man gemacht haben, da holen natürlich die Modellisationen, Simulationen großen Teil an. Mir da das so einem E-Standbein. Der zweite Standbein, als man dort mal geguckt haben, ja, wie wäre es bei Delta, wie wäre es bei Omikron, ja, wenn man nur eine Variante kriegt, die Römenkehr wie Delta, Römenkehr wie Omikron ist, da kommen wir am Prinzip ganz sehr bei der Niveaukritik. Und das nehmen wir denen über 50. Mit den Personen, die über 50 Jahre alt sind. Mir von der Verantwortung hier, also es ist ja so, ich persönlich denke, wir haben als klar 4 eng Impfpflicht bei den über 50-Jährigen ausgesprochen. Und ich denke, die Regierung ist an der Pflicht, für Präparationen zu treffen, wann eine Welt kommt, bei der mehr Leute krank gehen, mehr Leute hospitalisiert gehen, mehr Leute sterben. Alles anders ist wie fahrlässig. Ja, ich meine noch vielleicht du just nach etwas dazu zu gehen am Fungol zu erweitern, was der Professor Müller schon gesagt hat. Wir haben eben durchgelöscht, was sind die kritischen Faktoren, die zu konsiderieren sind für den Hirschterwanter, auf welchem Umfeld wird man es dann plus und minus befanden, auf welchen Impact kann dann eine Impfpflicht tun. Und ich meine, das haben wir aber klar beschrieben, und wir haben aber auch empirisch eben durchgelöscht, dass er den Impact ändert, verschiedene Konditionen natürlich schuld. Ich ist noch dazu, den Timing ist so kruzial an den ganzen Evaluierungen. Und wir haben erst wie wurde geschrieben, sans délai oder dans les meilleurs délais soll eine Impfpflicht kommen. Sind wir noch an dem Szenario, ist das nach einem meilleur délai oder sind wir schon zu spät? Vielleicht stehe ich froh. Und wie müsste Lofirgo und wieder so politisch, legislativ Kontrante gibt, mir auf der anderen Seite auch von der Impfpflicht mal angefordert, als Stationierte, dass wir keinen Impfzwang. Der Stadt ganz muss ja 4 bereits gehen, und die Leute müssen sich dann effektiv auch noch impfen lassen, die verschiedenen Dosen. Sind wir durch schon zu spät oder wie gibt er das ausschätzen, wann am Hirsch gibt so eine Welt kommen? Ja, also das ist ein gut froh. Ich meine, froh ist, wie das konkret über die Bühne geht, prioritär. Wann als Proposition Unterstützung findet bei der Regierung, dann ist es Priorität, dass die geimpft gehen, die nicht geimpft sind, von denen über 50. Das ist Nummer 1, das ist das, was am sehesten zu passieren hat. Das sind die am echten Servitäre sind, zusammen nach mit denen, die keine Dosis kriegen. Die vulnerabel, die ein höchstes Risiko haben, sind wirklich die gar keine Dosis kriegen, und die eben über 50 Jahre alt sind. Das ist das Ding. Dann hat das bei der Vaccination. Also es ist ja so, dass die Immunität nicht so zeitgebunden ist, wie das vielleicht einst darum durchgestaltet wird, für Namen, wenn es darum geht, dass eine Impfung soll verhindern, dass er sich infiziert. Da ist die Impfung nicht besonders gut dran, gerade bei Omikron, und das ist auch der Grund, wie wir sie nicht zurückbehalten oder nicht können zurückbehalten. Derzeit mit den aktuellen Impfstoffen und den aktuellen Omikron-Varianten beim Gesundheitssektor. Aber einen klassischen Impfschema, das sind 3 Dosen, da ist ein Teil von der Immunität, den ist jahrelang. Und natürlich wissen wir nicht, ist so, dass eine Pflicht präpariert zu sind vom Aspekt sozial, sanitär, für eine Welt, die mehr ausgeht.
Natürlich wissen wir nicht, ob das am September ist. Ich hoffe nicht. Es kann durchaus sein, dass danach wie bislo Omikron-Varianten zirkulieren. Omikron-Varianten und Omikron-Subvarianten. Im Moment haben wir BA5. Die sind nicht besonders gefährlich. Auf der anderen Seite können wir nicht davon ausgehen, dass das dann von der Pandemie ist, dass wir nicht mehr nach Omikron-Varianten haben. Das heißt, für eine Basisimmunität zu erreichen, und die erreichen wir mit 3 Impfdosen, bei denen, die nicht geimpft sind und zu der vulnerablen Altersgruppe gehören. Das ist Priorität und das möchte los sein, das möchte 2 Monate sein, das möchte sowieso sein. Just noch froh, weil ich für gefragt habe, wie war die Verzögerung gouf am am Prinzip Herr Bump war der urspricht, das sind als Erbichtsbedingungen und natürlich gibt es auch eine Relation zwischen den Bedingungen, an denen wir in diesem Rapport geschafft haben, an einem gewissen Delay, den entstand. Also ich ging vielleicht 2 Punkte auf hier für Mofetecht. Ich kann natürlich für mich schwätzen, ich bin Doktor am Spidol, ich habe Patienten, die wissen, Doktor wird nicht eine 40-Stunden-Woche. Ich schon persönlich wahrscheinlich, ich weiß es ganz sicher, nie Weekend sakrifiziert, um diesen Rapport zu schaffen. Von oben da nicht zu schwätzen, die ich mal freigehalten und hanst du prophylaktisch, hanst du, dass sie gebraucht haben. Das ist den ersten Punkt, als wir sind nicht freigestellt, ich schwätze auf jeden Fall für als 3, die Doktoren sind, die Experten sind, was es in Behandlung von Infektionskrankheiten geht. Das ist der erste Punkt. Den zweiten Punkt, wenn es um Erbichtsbedingungen geht, als dass keinerlei Remuneration für gesehen ist, das habe ich mir Moment lang geschafft, das nicht für gesehen, dass wir auch nur 1 Centim kriegen. Und ich denke, das ist wichtig als Information, weil das weist auf 2 Sachen hin. Erstens weist darauf hin, mit wie wenig Respekt Wissenschaftler behandelt gehen, von deren Avis eine ganze Nation eigentlich aufhängt. Zweitens weist darauf hin, wie niedrig der Stellenwert von akademischer Arbeit an den Wert von der akademischen Arbeit immer noch ist. Das ist für mich vollkommen inakzeptabel. Ich finde das Spiel matt gemacht, weil es am Intérêt General ist. Alles, was ich unter 2 Jahren mache, ist am Intérêt General, als Benevol. Aber wenn es um diesen Rapport geht, auf wenn das am Verhältnis sitzt, und für die Rapporte von ähnlicher Tragweite, von ähnlicher Größe unerkannt gehen, wie die Arbeit unerkannt wird von der Regierung, da müssen Sie sich aber dick vorstellen. Merci für die Frage. Das hat auch lange gedauert, weil wir haben gewartet auf Donien. Also Donien von Omikron, wenn wir angefangen haben, hatten wir nicht viel. Es waren nicht viele Studien, die publiziert waren. Und nun sind sie regelmäßig rausgekommen von Israel zuerst und dann noch von Katar. Und da haben wir viel mehr Donien gehabt, für wie lange die Protektion für den Impfung hält. Und auf das haben wir auch gewartet. Um auf die Modellisierung haben wir auch gewartet, für den Rapport zu schreiben. Ja, ich will spezifisch nach darüber aufbauend so. Es war so, dass wir ein ganz Rutsch von Donien natürlich gebraucht haben, weil wir mussten ja einfach einen objektiven Avis auflegen, und wir haben uns auch die Donien müssen detailliert angucken. Und Donien allgemein an Bezug auf Plötzebüschel auch spezifisch zu kommen, das wird natürlich seine Zeit gedauert, weil wir das ist ja auch klar, dass all Land am Kontext von der Pandemie ein bisschen unterschiedlich ist. An all Land waren andere Mesuren, an all Land sind Deels einer Subvarianten, etc. etc. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von länderspezifischen Faktoren, die man müssen konsiderieren. Und für die zu konsiderieren, haben wir Donien gebraucht, und das hat nun mal auch eine Zeit gebraucht. Dann zusätzlich dazu haben wir müssen die Modelle eben zum Beispiel müssen parametrisieren, und auch erst neu laufen lassen. Die Modelle, die lo am Wiesen sind nicht die einzige, die wir natürlich gemacht haben. Das heißt, dass aber trotzdem ein großes Arbeit, die der Handelstoch die Zeit gebraucht hat. Und den Dr. Schockmann hat das angesprochen, natürlich, wir haben ja einen Beruf noch zusätzlich. Ja, also ich meine, ich kann vorstellen, dass das, wann lo eng neue Etude rauskommt,
die man da berücksichtigt tun, da tut dann auch ein bisschen Zeit gebraucht. An der Stelle mal immer fest, dass das, was man für rund 3 Monate geschrieben haben, dass das gar nicht mehr aktuell ist. Wir sind wirklich an einem, wenn man so will, an einem See von Wellen, die Robert Hof geben, wo immer neue Informationen kommen sind, aber man uns nicht dann just auf das berufen, was wir von 3 Monaten als Kenntnisstand hatten, mehr, wenn wir das dann updaten, dann hält das auch Zeit. Und ich meine, da sind wir an da berücksichtigt, dass wir eben da doch nie Lunch machen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das mehr lang dauert, wie vielleicht Schiedfried gehofft hat. Ich will nach Schluss auf den Punkt von den Etüden über Transmission zurückkommen, weil das wichtig, weil das betrifft die Obligation vaccinal vom Pflegepersonal. Da gibt es keine letztebürgische Donnen. Die Donnen, die können nicht just kreieren am Kontakttracing innerhalb von Familien. Okay, da gibt es keine letztebürgische Donnen. Da können wir just auf Donnen von der internationalen Literatur berufen, und da sind Donnen von 4 oder 5 Ländern mittlerweile, Dänemark, Norwegen, eine amerikanische Etüde, eine spanische und noch eine, ich weiß nicht mehr. Das ist die Meta-Analyse, die ich präsentiert habe, an die also leicht am 1. April, wenn ich mich richtig erinnere, rauskommt. Muss ich noch vielleicht nach so an Bezug auf den Timing, den halt nach wie war just direkt, also just 4 Uhr Nationalfeiertag so fertig, mit pure Korrekturen gemacht, mit Stand von Haut aus am Version von just 4 Uhr Nationalfeiertag. Okay, mal nach Anna frohen. Peter Feist vom Letzteburger Land ist schon viel beantwortet ging von dem, was ich eigentlich noch am Kap hat. Merci. Was mir noch aufgefallen ist, das in Detail die Hut gesucht am Anfang von der Präsentation, dass die Referenzperiode für den Omikron bis einschließlich den 31. März gedauert hat. Für war das die so kurz? Das wäre eng froh an die andere froh, die ich hätte Schule noch nicht Gelegenheit gehabt, den großen kompletten Rapport zu lesen. Wie wann ich mich für einen Moment an Schwung von den Politikern stellen, hätte ich aber ging ich mal aber gerne wünschen, einen Ausblick zu kreieren, wie wann ich so will wahrscheinlich dann ist, dass ein Fall auftritt, den dir Delta nennt an ihrem Szenario, weil wenn wir ja irgendwie an der Evolutionsbiologie sind, an sich vorstellen, wen Selektionsvierdele Virus dann hätte, wann den Leid nicht mehr krank machen wie Omikron. Also wie wahrscheinlich schlussendlich das dann so ein schlimmer Fall antritt. Kita den natürlich ja, alles Also ich meine, den echten Punkt, den der ugeschwert hat, ist natürlich genau den man für drin diskutiert hat, nämlich wenn man dat fertig bis zum Ende März, aber wir hätten das noch ein Kehr updated, dann hätten wir ein Kehr so viel Zeit gebraucht, für das zu machen. Okay. Mit dem, was du gesagt hast, du hast ja etwas Grundsätzliches gegangen, was an der Zeit von Omikron passiert ist. Was war die Veränderung von Omikron par rapport zu Delta? Und ich meine, da ist es dann letztlich nicht so wichtig, ob man einen Monat mehr oder 2 Monate mehr haben oder ob man genug haben, für zu sehen, was zu dem Zeitpunkt passiert ist. Lo hat er recht, zu dem Zeitpunkt waren nicht genug Leute, Gott sei Dank muss ich sagen, mir nicht genug Leute auf der Intensivstation für eine ganz gute Statistik zu machen. Das sieht er auch dann am Rapport. Mit der, dass sie genau die Kontranten, die wir hatten, aber wir immer Versicht hätten zu updaten, da setzt man halt immer nach nicht heil. Was war die zweite Frage eigentlich? Ich kann darauf antworten. Also ich meine die zweite Frage, merci, Herr Feist. Wenn ich sie dir wiederholen, die korrigiert mich, wenn sie nicht ganz korrekt war. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Welle wie Delta kriegt? Ich meine, da das so eigentlich ein Grundsatzdebatte, die so loget der Coronavirus immer nicht mehr sympathisch, das bleibt wie das mit den Omikron-Varianten, also Subvarianten, und wir können lo getröst also Kabarolin. Brauchen dann auch keine Mesuren zu treffen für eine schlimm Welle 4 zu bereden. Dazu ging ich Folgendes so.
Wenn wir gucken, was neue Varianten anbelangt, wenn wir mit dem Grippevirus vergleichen. Beim Grippevirus haben wir eigentlich die Mutationen so in einem Rhythmus von Jahr zu Jahr. Wenn wir den Coronavirus gucken, sind wir bei Alldach. Alldach kommen immer noch neue Varianten, die auftreten. Wenn man guckt, in Afrika, da sind maximal 20% von der Bevölkerung geimpft. War das laut Wahrscheinlichkeit, kommt noch immer mehr vor zurück, dass man eine Welle wie Delta kriegen. Also eine Sache ist richtig, das heißt, wenn verschiedene Varianten zirkulieren, ist immer die Variante am Vierdeel, die am überdrohbarsten ist. Weil die andere Variante accrochére kommen, hat die dort Variante sich schon ausgebreitet an alle Personen, die sich infiziert dann noch eine andere Person. Das heißt, das ist tatsächlich ein Druck, der besteht, für das eine Variante erfolgreich ist. Ein anderen Druck, der besteht, ist mittlerweile, sind wir nämlich im Jahr 2020, mittlerweile ist an unserer Population eine gewisse Immunität durch Impfung und auch durch Infektion. Und wenn also eine neue Variante will erfolgreich sein, da musste der Immunität bis zu einem gewissen Grad können entgehen. Zumindest was die Infektion anbelangt. Man weiß ja, dass wenn es um schweren Verlauf geht, die Impfstoffe immer noch ganz effizient. Das heißt, wenn wir gucken, für mehr überdrohbar zu sein, an dem Druck zu gehen, beziehungsweise der Notwendigkeit für genetisch einer gewissen Immunität zu gehen, da sind wir bei enger Protein. Dann ist das Spike-Protein. Das hauptsächlich im Niveau vom Spike-Protein, ob das so fast vom Virus schon immer gesagt, wie ein Bigudi, den ein bisschen raussticht und der braucht der Virus für eine Zeit zu infizieren. Da sind die Kontranten. Und die Kontranten sind eben, die Variante muss überdrohbar sein, und sie muss auch der Immunität, die existiert, können entwutschen sozusagen. War da Valo Virulenz anbelangt, dass eine Variante gefährlich ist, dass eine Welle wie Delta kennt, dass Leute mehr krank, nicht schwer krank gehen. Da sind noch ganz andere Proteine am Spiel. Das ist nicht nur ein Spike-Protein. Ich meine, der Virus hat ein ganzes Set von Proteinen. Und da sind da ganz viel dabei, die einen großen Einfluss auf Virulenz haben. Das heißt, für so ein Delta, weil zu produzieren, muss der Virus eigentlich zwei Konditionen erfüllen. Erstens, was sein Spike-Protein anbelangt, muss ganz leicht überdrohbar sein, an gewisse Mutationen haben, sodass der Immunität, die besteht, entgeht. Und zweitens müssen andere Eigenschaften haben, und die sind oft reflektiert bei anderen Proteinen, nicht unbedingt am Spike-Protein, die ja mehr gefährlich machen. Und da das etwas, was zumindest was das Repertoire vom Virus anbelangt, durchaus möglich ist, jederzeit kann passieren, haben wir eine Garantie, dass das passiert. Nee. Wir können mal los so wir lehnen dann am Schoß, muss nicht zurückkommen. Nee. Ich denke, das ist noch gleich fertig. Ich denke, das ist ein extrem wichtig, das ist ein prinzipiell froh. Ist doch noch mein Satz nach fertig, übrigens. Wobei ich nur Schwierigkeiten bin, ich bin schon fertig von schon nicht in der Brach gewesen. Aber das ist natürlich so, dass den nicht drauf ankommen kann losen, wenn er die politische Verantwortung hört, sondern dass den an der Pflicht ist, eine Welle viel zu bereden, deren wie urch ist. Ob die da kennt oder nicht kennt, wen nie sie kennt, ist nie besächlich. Ich will just noch ganz schnell Herr Feist darüber auch merci für die Frage. Wir haben natürlich mit also den feierenden Evolutionsbiologen an der Welt auch hierüber geschwärzt. Wir haben mit ihnen ein ganz Rutsch von Entretieren gehabt, für zu wissen, effektiv, wie es ausgesehen und wie raisonabel es wir von einem Delta-Szenario können auszugehen. Und den Hauptpunkt hier ist,
zusätzlich zu dem, was den Dr. Schockmal schon erklärt hat, als eben, dass den Virus seit Anfang, dass wir wissen, dass am Fungol den Trade-off, den existiert zwischen Virulenz und Transmissibilität, dass den am Fungol aushirfelt zu einem gewissen. Es ist mir eine immens lange Inkubationszeit, viel Transmission geht über asymptomatischer etc. etc. Und das führt dazu, dass man nicht können die Kopplung machen, dass ein zusätzlich also ein zusätzlichen Avantage, Fitnessavantage an Bezug auf Transmissibilität, das dazu führt, dass der Mann virulent geht. Das ist einfach nicht davon auszugehen. Und dementsprechend ist es eben effektiv möglich, dass den Virus und Virulenz zu holen. Und das wird dann an dem Kontext von einem Delta-like Szenario, wo es aber auch so ist, zum Beispiel mit Delta, dass die Effektivität vaccinal mehr hoch ist, wo es aber auch mit den adaptierten Vakzinen an Bezug zum Beispiel auf ein Omikron-like Variant, dass das auch natürlich ein Faktor ist, den in Konsideration muss zählen. Das heißt, wenn lo am hirrscht ein adaptierte Vakzin, do wir die Remake viel mehr effektiv an Bezug auch auf Omikron ist, dann ist es so, dass den aber trotzdem ein Delta-like Szenario ganz sicher kennt tun. Ich meine, das ist jedenfalls wichtig für den engem Satz zu sagen, dass ein Omikron mehr transmissibel ist, an dass ein Mann gut erkannt wird vom Wachsen der Tisch, den heute ganz eindeutig ein Fitnessvordeel. Also ich hatte gar nicht wollen, irgendwie einen akademischen Diskurs auszulesen. Ich hatte mich gefragt, ob an dem kompletten Rapport etwas steht an die Richtung, was vielleicht also Politik Entscheidungshilfe gehen an diese Richtung für zu evitieren, dass das froh zu viel politisch geht final. Ich meine, dass da ein ganz Reihe Hinweis gehen, was für die Entscheidungsfindung wichtig ist. Ich glaube, man muss gucken, dass ein neues Virus, das wir peu à peu gelernt haben. Von dort haben wir gelernt, man kriegt das nur einkehr und dann ist man immun. Das ist nicht vor, man kann dann mehrmals kriegen. Und dann haben wir geguckt, die Leute, die geimpft sind, sie können auch nochmal das Virus kriegen. Das haben wir alles in der Zeit gelernt. Also das wussten wir nicht am Anfang, dass man durch den Virus kriegen kann, wenn man geimpft ist. Und das sind alle neue Sachen, die immer kommen. Okay, mal weiterfragen. Annette Welsch vom Wort. Die hat den Omikron-Impfstoff ugeschwert, den as an der Entwicklung. Wenn ihr rechnet ihr damit, dass die könnt, und soll den dann mit der feierter Impfung eventuell drauf werden? Also für den Moment, der Impfstoff von Pfizer ist am Gang, aber der Impfstoff von Pfizer ist nur mit dem B1 und B2 gemacht. Also wir wissen noch nicht, ob das wirklich eine Protektion gegen der B4 und der B5 ist. Aber die sind am Gang, dazu produzieren, und wir haben ein Treffen bald über die neuen Vakzine. Aber das kriegen wir nicht vor September, denke ich. Die Information oder den Impfstoff? Den Impfstoff. Das wäre schon gut. Wenn wir den haben, aber wie viel wir kriegen, wissen wir auch noch nicht. Ich meine, man hätte besser runzufänken und dann so bald wie du hast auf den Niveau zu sprangen, wie heißt es so, man werde bis können dann ja nur, also November ist dann nicht durch. Ja, das und dann ist eine andere Variante und ich wollte einen Punkt machen. An verschiedene Slide kinder so river wie wann Frontalien sich nicht gegen ihm verlassen. Das einfach zu nuancieren, weil mit Informationen nicht tun wie gut Frontalien geimpft sind. Und es gibt sich keinen Grund, dass man gut geimpft wäre wie die anderen Leute an den Ländern, aus denen sie kommen, und da sind wir nicht so weit weg von dem, was wir hier haben. Von mir bei uns in der Firmen geguckt und die Grenzgänger sind probieren eine tote Vaccination herauszufinden, da sind die ungefähr dasselbe wie Eisen in der Firmen hier, wo wahrscheinlich relativ großen Unterschied kann sein, dass mehr Zutretern an Logistikpersonal, das ist die Maintenance-Arbeitsstellen, die an der Küche schaffen, an so Firmen, weil die können sich nicht zu Lützeburg impfen lassen, aber wir wissen nicht, wie gut, dass der im Ausland geimpft gesehen haben. Bon, wie gesagt, man soll Frontalien also nicht stigmatisieren. Die Remarque vom Dr. Arendt wird sich schon dann auf die Spitäler beziehen. Was man für tun auch mal diskutiert,
Dat sind natürlich Pflegeheimer, Altersheimer, wo man jo fisse wat passeiert, das schon am lechte Wander wat man lo net spezifisch präsentiert hun, dat sind die am Sekte außerhalb von den Residenzen Altersheimer Pflegeheimer, ich denke zum Beispiel an ambulant Pflege daheim, dat man net ausgefeiert. Dat do eng Bemerkung bezun op d'Erfahrung am CHL, dat hi ich dann enger spezifischer Klinik. Also ich meine, was ganz klar ist, die ganze Population eng Pflicht hun für das in den Impfstatus reveliert. Ich meine, das brauchen wir, egal wie. Mg Bemerkung die betrifft net mit Pflegepersonal auch von anderen die an vom Pflegepersonal geschwert gehen, dass die betrifft all Domäne, wo man net wüsse wie gut das Frontalier geben wie de Claude Müller ja gesagt hat, net zu wissen als Risiko. Dat heißt, wie kann ich korrekte Risiko gerieren, wenn ich nicht wirklich weiß, wen das geimpft und wen das nicht geimpft. Und das ist eigentlich inakzeptabel. Und wie auch an engen von den Leuten, ich will so nicht mehr welchen, ich meine, das Recht auf Vertraulichkeit von dem Geimpften oder nicht Geimpften, wird das Recht auf körperliche Unversehrtheit von der pflegebedürftigen, vulnerablen Person gestaltet. Das ist für euch eigentlich nicht immer zu erzählen. Okay. Gut, dann sage ich vielmals merci.